Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Diesmal zur Pressekonferenz nach dem 5:0 am Millerntor beim FC St. Pauli. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit Abfahrt, Leute. Reingehen. Dann können wir anfangen. Ja, let's go, Alter. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC St. Pauli gegen den FC Bayern. Endstand 0:5 am ausverkauften Millerntor. Ich darf die beiden Cheftrainer hier begrüßen und anders als sonst haben wir ein bisschen wenig Zeit. Deswegen gibt es keine Eingangsstatements und wir steigen direkt mit den Fragen ein. Rein. Und ihr dürft die Hand heben und loslegen. Keine Feierabend. Tim vom Millerntor, bitte. Ja, Alex 05, das klingt ganz schön heftig, war es auch, vor allem in der zweiten Halbzeit. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass ihr viel mehr Probleme mit eigenen Ballverlusten hattet, als wenn ihr im 5-4-1 kompakt standet? Ja. Willst du auch erläutern, warum? Also, es ist schon das 1:0 nach 8 Minuten, schmeckt schon richtig fad, weil wir wussten genau, was sie erreichen wollen, ob sie außen dann durchkommen, im Herstellen von Situationen, wo sie nach innen gehen mit Olise und der Rückpass dann auf dem zweiten Pfosten, da war einfach zu viel Raum, das können wir einfach alles besser verteidigen und dann finde ich aber trotzdem haben wir es in der ersten Halbzeit echt gut gemacht. Ja, und haben dann noch die Riesenchance auf 1:1 dann auszugleichen und gehen dann mit dem Ergebnis dann hochzufrieden wahrscheinlich dann auch in die Halbzeit. Aber das, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, das war einfach 3 individuelle Fehler, wo wir dann einfach uns das nicht erlauben dürfen. Und dann haben sie halt auch die Qualität gegen andere Gegner. Hast vielleicht noch mal Glück, dass sie nicht treffen, aber die Schüsse, die waren dann halt, die saßen. Ja, und da haben wir dann auch keine Chance. Und da sind wir sehr, sehr bestraft worden und es tut dann einfach weh, weil es nicht nötig war, in so einer Situation Bälle zu verlieren und Geschenke zu verteilen. Und deswegen, ja, wenn wir dann 2:0 verlieren, ist es okay. Mund abwischen, aber 5:0, das tut dann einfach weh. Und wir wissen alle, wie die Konstellation ist, was am Ende dann vielleicht dann auch uns hilft oder nicht hilft. Ja. Und das sind einfach, da müssen wir auf alles achten. Ja. Und solche vermeidbaren Dinger tun nichts vermeiden. Rupert, frage ich fürs Abendblatt. Nichts hinzuzufügen, Alter. Alex, Joel hat sich jetzt eine Sperre eingehandelt. Hat er bei der gelben Karte und bei Aktionen davor sich vielleicht ein bisschen zu sehr von Olise provozieren lassen? Hätte er sich da cleverer anstellen können? Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also 5. gelbe Karte ist immer blöd. Ja, das kann dann passieren. Naja, ich fand ja eher, dass er Michael provoziert hat, wie andersrum. Ja, muss ich mal ganz klar sagen hier. Also da jetzt irgendwie den schwarzen Peter Michael in die Schuhe zu schieben, ist schon ein bisschen wild, weil es war ja nicht so, dass Michael gefoult hat, dauernd, sondern der Spieler hat ihn gefoult. Ähm, In jedem Zweikampf. Müssen wir es halt auch wieder irgendwie kompensieren. Von daher, ja, gibt es da auch nicht mehr dazu zu sagen. Sebastian Rieck, NDR. Ich habe eine Frage an Herrn Kompany. Vor knapp 20 Jahren waren Sie hier in Hamburg. Da war der FC St. Pauli in der 3. bzw. 2. Liga. Wie haben Sie damals St. Pauli wahrgenommen und wie ist das heute? Ja, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob die Leute das hier vielleicht noch merken, aber ich glaube, dass die Fußballkultur und die Fankultur hier einzigartig ist. Also von Anfang bis Ende ist es kein Spiel wie ein anderes. Und deswegen bin ich natürlich auch zufrieden mit unserem Ergebnis und Leistung, weil St. Pauli verteidigt normalerweise sehr, sehr gut immer, bekommt ganz wenig Gegentore und dann hast du natürlich in dieser Phase auch die gefährliche Counter, die vielleicht für diese Emotionen in diese Stadien sorgen können. Und das, was wir hier heute gemacht haben, das ist nicht selbstverständlich und deswegen Sehe ich genauso, ja. ganz besondere Fußballstadien und Fußballkultur und immer anders als egal woanders. Ja. Frank Sorger, Das Brummen kommt nicht von mir übrigens, ne? Ich wollte es nur sagen. Regionalsport.
Alex, würdest du mir recht geben, dass die Statik mit Andreas vorne eine andere ist als zuletzt, weil er immer auch wieder tiefe Läufe angeboten hat? Ja, natürlich. Also er muss dann ein bisschen noch mehr auf die Position achten. Manchmal ist er, wenn wir auf der Seite durch waren, da waren ein ums andere Mal Möglichkeiten, gerade was längere, tiefe Bälle anbelangt, gerade in einer 1-gegen-1-Situation, was hohe Bälle anbelangt. Wenn wir die Konstellation haben, Matthias gegen Kimmich dann, finde ich, das hätte man noch mehr öfters nutzen können und dann war er mir ab und zu weit weg. Aber in der Summe wissen wir natürlich, dass er da in der Hinsicht auch Qualität hat, wenn er seinen Körper auch richtig einsetzt, wenn er mit dieser Vehemenz dann auch nachgeht. Und das hat man dann auch in dem einen Abschluss gesehen, wo er dann 1-gegen-1 gegen Kim dann auch, glaube ich, geht. Ja. Also von daher ist es sicherlich eine andere Spielweise dann auch von ihm, klar. Tim nochmal. Herr Kompanie, auch eine Frage an Sie. Erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Danke. Ihr Spiel hat eine gewisse Asymmetrie. Olise ist auf der einen Seite, steht er sehr weit auf der Außenlinie. Auf der anderen Seite war jetzt Musiala, Guerrero, haben sich da mal abgewechselt. Aber da war diese Außenposition oft nicht besetzt, sondern sind beide eher ins Zentrum, in die Halbräume gegangen. War das eine bewusste Entscheidung, dass man mit den Spielern eher in den Halbräumen aktiv ist, oder entscheiden das die Spieler auf dem Platz selbst? Sie haben sehr, sehr gut geschaut zum Spiel heute. Das ist wirklich beeindruckend. Also das stimmt, aber das hat auch zu tun mit den Profilen, die wir heute zur Verfügung hatten. Ja, Musiala ganz auf dem Flügel ist verschenkt, so, da brauchen wir uns nichts vormachen. So, ja. Guerrero dasselbe. Klar, der sollte das ein bisschen besser beherrschen eigentlich, weil er mal von der Verteidigung, Außenverteidigerposi kommt. Aber ich denke auch, dass beide in den Halbräumen ein bisschen besser aufgehoben sind und das hat ja auch so ganz gut funktioniert eigentlich. Ne? Wenn auch nicht so zielführend, gerade in der ersten Halbzeit vielleicht, ja, obwohl Musiala dann von dieser Position aus auch den Kopfball gemacht hat, muss man auch ganz klar sagen. Also von daher war das nicht so schlecht. Serge spielt oft diese Außenposition für uns. Er war heute nicht verfügbar. Error. Zwei Wahlen, also entweder Geht wieder. 100% das System Priorität geben und trotzdem ein Profil rein versuchen zu kriegen, die das vielleicht nicht Natur macht, oder das System ein bisschen anpassen für die Profile, die wir hatten. Und wir hatten heute sehr, sehr viel tiefe Laufe von. Okay, ich habe nur mal kurz gecheckt, ob es vielleicht an meinem Internet liegt oder so. Ne, es liegt mal wieder an der Bayern-Seite. Jackson war immer wieder gefährlich. Und dann hast du trotzdem noch eine Raumbesetzung, obwohl das vielleicht anders startet am Anfang. Also wir haben das schon manchmal gemacht. Aber ja, es ist gut, dass sie aufgefallen ist. Keine dann. 2 Tore, bedeutet er Ihnen etwas persönlich? Und wenn Ihnen der Rekord an sich vielleicht nichts bedeutet, dann, oder weiß ich nicht, wenn die Antwort ja nicht vorweg kann, aber die Tatsache, dass es gab Generation Breitner, Rummenigge, es gab Robben, Ribéry, es gab 50 Jahre lang verschiedene, sehr, sehr dominante Bayern-Generationen, aber diese hat es jetzt geschafft. Bedeutet Ihnen diese Sache an sich vielleicht etwas? Ich finde es einfach schön. Also gestern war Herr Hoeneß noch bei meinem Geburtstag dabei und da haben wir noch mal über dieses Rekord gehabt. Ich wollte natürlich erstmal über die 3 Punkte reden, für mich war das Wichtigste. Und, aber ein oder 2 Tore hätte auch gereicht. Und es ist unheimlich schwer, egal welcher Rekord zu erzielen in Bayern München. Also es ist fast unmöglich, es ist Wahnsinn. Alles ist von allerhöchste und wenn du ein Torrekord schaffst, dann ist das, glaube ich, auch eine gute Zeige für die Jungs. Wir haben jetzt noch 5 Spiele und Ja, das ist das Krasse, ne? Man hat noch 5 Spiele und hat schon 4 Tore draufgelegt auf den Torrekord. Also ich sage mal so, die 110 sind drin. Ja, das ist das minimalste, wenn du unsere aktuelle Form anguckst, wenn wir 5 Spiele haben,
können auch 15 Tore fallen, so, ja. Und es könnten sogar noch mehr fallen, aber bleiben wir mal bei dem so. Das ist schon wild, welche Marke man da aufstellen könnte, ja. Also, wo man, wie es gerade hier gesagt wurde, man darf nicht vergessen, 50 Jahre ist der, oder wie alt ist der Rekord, ja. Und wie es gerade schon gesagt wurde, da war eine Generation mit Robberie, ja. Und hast du nicht gesehen, überlegt mal, was wir alles für Stürmer hatten, ne? Ob das die Generation Levi war, ob es davor Elba, Janka war, Roy Mackay mit Luca Toni und so weiter. Also, wir hatten ja schon immer brutale Offensiven, ja. Natürlich wird das Spiel auch wieder ein bisschen anders, ne? Ich meine, wir spielen gerade super offensiven Fußball, ja. Das kommt dem natürlich super zugute. Aber Kompany hat es halt einfach geschafft, und das ist der große Faktor, denke ich, dass man nicht aufhört, ne? Haben wir oft genug gehabt, dass wir 2 Tore machen und dann haben wir das Fußballspielen eingestellt. Ja, dann haben wir, ach ja, komm, wir verwalten den Bums jetzt, spielen quer hintenrum und Arsch geleckt. Tun wir immer noch, haben wir heute auch getan gegen St. Pauli, ja. Viel Ballbesitz in den eigenen Reihen, viel quer. Aber wir haben immer 1, 2, 3 Spieler, die immer noch wollen, so, ja. Und wenn wir Chancen sehen, nutzen wir sie, ja, auch in den Schlussphasen, in den Schlussminuten. Und wenn es 5-0 steht, ja, dann gucken wir, ob wir das 6. machen können, ne? Und das ist ein Kompany, auf Kompanys Mist gewachsen, so, ja. Das haben, wie gesagt, unterschiedliche Trainer, unterschiedliche Philosophien, alles gut. Aber den Torrekord, klar, am Ende machen die Spieler die Tore so, gar keine Frage. Aber der geht schon zu weiten Teilen auf ihn, der einfach diese Philosophie in diese Mannschaft gebracht hat. Ja, jetzt ist dieses Rekord vorbei und versuchen wir einfach wieder auf Null und einfach Vollgas bis Ende Saison und dann wieder in die nächste Saison und einfach versuchen, die Mannschaft zu bessern. Und ich glaube, das können wir noch. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, schönes Schlusswort. Nachdem man den Torrekord 5 Spieltage vor Ende schon mit 4 Toren ausgebaut hat, sagt man dann, ja, und dann gehen wir also auf 0 in der nächsten Saison und wenn wir die Mannschaft noch verbessern, weil wir können die Mannschaft noch verbessern. Ja, Grüße gehen raus an die Konkurrenz, Alter. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.